du warst einfach Spaß aus Lützeburg, den wirklich als einer guter Familie könnt, den früher an Scout gegangen, also was wie sich, an den lo seht so, wie wann da wurde auf der Straße gesagt wäre, wie wann nicht lo frei gemessert gehen oder so, wenn du das siehst. Bruder, komm mal rufen den Pferd, weißt du, das ist halt das, was ich mir denke. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Biberich und ich bin Heimann. Tom Bosseler, wir sind froh begrüßen zu dürfen, der fußste Rapper zu Lützeburg. Hey. Ja, Mann! Komm, das ist aber ja, akkurat. Guck mal, kann doch zoomen, guck mal, auf der Karte steht, was steht drüber? Fu. Steht Fu drüber. Stay Fu. Also official fußste Rapper. Ich meine, du hast getroffen. Das ist ja ganz simpel, ne? Die echt froh mal, wie viel zu tun beim Basch Podcast für Lützeburg zu sehen. Du meinst beim Nummer 1 Podcast, beim selbsternannten Nummer 1 Podcast. Ich muss sagen, an Natur gesagt, dass das für mich cool ist, ob da wie um Dingen muss ja? So, ja. Ja, ne, das ist cool, das ist easy. Und voilà. Da tun ich muss so ein bisschen dreist von so wie ihr ein Folge raus könnt direkt schon zu so ja Mann, wir sind Nummer 1 Podcast für Lützeburg, das muss ich noch mal machen, du das gemacht und voilà, du sind wir hier. Ja. Ja, man nicht fühlt sich gut an, das ist cool. Ja. Mehr am Anfang dazu, weißt du, so, das ist so gar nicht wert, wenn wir zwei das so und dann willst du so einfach droppen. Das ist wie wenn du siehst, du wärst bester Rapper zu Lützeburg, da kannst du so und ohne das. Dazu mengen ich mehr wie eine Person. Ja, du weißt. Am Anfang alle Podcasts. Ich meine, der Bruce mengt da doch. Zum Beispiel. Okay. Heute kommen gerade so viele Themen. Ja, Bruce, du, geht doch gut ins? Sieht doch Freund? Das ist so eine lange Story, Mann. Du willst direkt am Anfang so Phase machen. Nee, ich war präpariert für das, so löser uns. Da kann man fangen mal so hin. Man kann wir fangen easy und dann gehen wir direkt auf den Top 10 Anime Betrayals 2000, ich weiß nicht, wenn ihr etwa. Egal. Nee, keine Ahnung. Also, der Bruder nicht, mir war gut. Schon hier kennengelernt durch die Bandana, weil also ich war mit dem Bandana schon relativ lang gut und ich war relativ oft in mein Studio gekommen, ich habe oft Musik gemacht und hier und da und ich hatte den Bruce dann eben ein Kamat geholt und ab dem Moment haben wir es gut verstanden, ich habe oft bei mir gekommen, ich habe oft Lieder gemacht, ich habe oft Sachen wie gemixt, Sachen wie produziert, dann hier und da alles auf freundschaftlicher Basis, alles for free, alles auf easy. Und, also das ist schon ein paar Jahre her, das war 4 Bus einen großen Hype. Und voilà. Dann irgendwann haben wir einfach, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich fand, dass ich immens viel für den Bruce gemacht habe. So, ne? Und ich fand, dass immens wenig Merci zurückgekommen ist. Ich bin hin, ob die ersten 2 Konzerte, die in seinem Leben gespielt hat, kruten durch mich. Die erste Gast, die in seinem Leben kruten durch mich. War mit mir auf der Bühne. Wir haben Sachen rausgebracht. Wir haben sogar Songs zusammen gemacht, die nie werden, weil die nicht werden droppen. Voilà, wir hatten einen Song gemacht, wo man wirklich gefühlt hatte, wo ich noch am Studio mit mir am Studio war, literally noch drauf getanzt hat. Und ein paar Wochen drauf und einfach kein Wort mehr von ihm hören. Das war so nur der Zeit, wo man am Atelier hat man so ein Konzert, wo auch der Mars und der Skinny J waren und neben der Bruce auch. Und ich meine, das war in der Zeit, das war 2019, April muss das gewesen sein, also schon nur Hype. Und voilà. Irgendwann hatten sich die nie mehr gemeldet und das nicht mehr kommen. Und irgendwann sind dann einfach so die kleinen Pickereien losgegangen, so von Sängerseite, von meiner Seite auch dann irgendwann, wisst ihr. Voilà. War dann einfach so ein immens Tension da, so, ich versuche nicht, wo ich stehe. Das Einzige, was ich wollte, war einfach mit ihm zu schwätzen, weil ich schon komisch fand, dass ein guter Kollege, also nicht gut gewesen, ich schon ihn halt an einem professionellen Dingen am Studio halt kannte mich schon ihn aber als Kollege konsideriert, so, wisst ihr. Ich schon einfach komisch fand, da von einem Tag auf den anderen wirklich nicht spielen, man zu dienen zu tun, ob keine Message mir antwortet. Voilà, das tun ich einfach strange fand. Ich kann mir bis heute, voilà, ich kann mir denken, wo war das leid, so wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass hier einfach zu Dave an die Schienen, voilà, ich bin aus dem Süden, ich bin G,
an dir aus dem Norden die sind all Faker an und du dir Stay Food der macht doch nicht mehr Partymusik an und du kann ich mir schon denken dass du viel Sache sind ich kann auch denken dass hin viel Kollegen hört die als nicht feiern ich kann auch denken dass hin die ganz 10 mal Lützeburg an und du nicht so gefeiert hört und mein gesagt so man doch kein Politik an Dinge Lieder du bist Musiker mach Musik an und du weißt dann ich mache Musik wie ich will wenn ich etwas Politisches will so in der so Stadt ich gehe okay Effekt drüber und voilà das heißt du meist dann irgendwie so löser auseinander gelebt gebe ich mal so du hast den Navel von dabei kommen den du noch natürlich angefangen mich müssen zu diesen an und du und Tracks auf was für sich schon eine Zeit gedurcht geht vom Wasser gehen das war wie man auch das hat er vielleicht gesehen du am Journal waren wir auch mal nie cool und sein Gespräch wo man gut man nie geschwar tun an der das der Bruder also jung der Bruder also gute Mensch ich mich ganz gut mit ihm verstanden so hinaus Basen so wisse me voilà, möchte halt an singen Tracks op die Basen an op die Rauen an nicht vielleicht muss ihn dat machen schließe doch nicht genau me voilà du lo seit denen seit dem Interview du hat man bis man nie geschwar schon gedacht okay kennt vielleicht Spaß geworden hin als bisschen irgendwie Respekt gewesen hin aus mal gefollowt so du sind schon Zweck gefollowt du hast die ganz 10 am Navelo geschieht an voilà lo an followen sie machen alle Guten an voilà der Tisch Vielleicht ist dann von gut für den letzte Boy Rapper bist du Tension du hast vielleicht wirst du so ja ich weiß nicht was du will machen mir auf alle Fall ich fand nicht fake as fuck weißt du ich fand das alles fake as fuck ich kann ihn hin ich weiß dass ihn nicht unbedingt den Ass den ihm mischt weißt ob den hier mischt als irgendein Text weißt du am Navel auch nicht und ich fand das einfach ultra falsch an voilà hier soll Musik machen weißt, hier soll Szene machen möchte auch gut weißt, schon nie behauptet dass sie eine schlechte Rapper wäre oder war doch immer schon noch nie behauptet dass eine schlechte Mensch ist das auch nicht mehr hier mengt wahrscheinlich müsst ihr repräsentieren was nicht das an das fand ich einfach ziemlich lächerlich an voilà vielleicht ist die Tension gut weißt du Chlor Beef bringt Klicks an und do ich denke mal von sie an mir also man sie an mir Menge Stay Fu an ihre ganzen Dinge von mir zur Summe schaffen wisst du hier Attitude gemischt mit äußer unfackbarer Quali die einfach du keiner Person weißt du dann weißt du stell mal 4 der Bruce gibt so Songdrop mal ein Video wie Hasta la Vista oder so weißt du hier hat 300.000 Klicks drauf so weißt du was schmengen an schmengen natürlich das Beef gut an Tension ist gut an Hai und do mehr schmengen wann in zur Summe schafft kann ich noch viel mehr erreichen schon doch im Moment gegrieft dass das machbar wäre mir im Moment denken ich da nicht voilà, los immer am Moment sind wir einfach so neutral denken ich weiß am Moment aus voilà, hier mengt müsste mich remanieren TikTok du erwähnen oder was auch immer mittlerweile ist das ja als du nämlich Instagram Beef das TikTok Beef der wirst ne das ist der neue Shit und voilà was hat er gesagt hat gesagt was wird denn machen Turn-up mir mein Nummer Turn-up tun sie das ist mal Kind dies das nicht das ist einfach ein schlecht Line die mal nicht witzig ist und voilà das ist der Bruce für mich ein von denen die am meisten für Lützeburg Rap gemacht und so 100%ig eng von denen die meisten Leute influenziert tun wahrscheinlich nicht dem Bandana und da vielleicht noch Leute wie Tite Boss und The Lab und vielleicht auch mir auf alle Fall am Moment also ich fand hin schon lange kein Hit mehr gedroppt ich fand nicht schon lange kein krasse Scheiß mehr gedroppt ich fand seit Ning Schuh an der Hut und so aus nicht mehr kommen was nicht unher und so krass war und voilà vielleicht leidet darunter dass nämlich mit mir schafft vielleicht leidet du andere Sachen vielleicht hast du ein bisschen aufgehört wenn ich weiß nicht das mir egal hier soll 10 machen ich sind mam Danny hier im Produzent sind mega gut die kann ich seit Jahr basically und voilà, ich mache mit dem noch gerne Musik und mit andere Leute von ihnen sind auch gut mit Jimmy Alix schenkt doch alles easy zu sehen so das heißt voilà, das ist witzig weil Land so klein aber wir kennen alle gute so viele Leute die anerkennen weißt du so viele Leute so immer so wie war verdrehst du steht man Bruce weißt du und ich bin mir sicher dass hier noch schon für viele Leute Sachen gesucht kurz weißt du hey, ich gesehen hin regelmäßig aus Stories für Kollegen wo ich denke so Madi du bist so weißt du so an Schmengen ich weiß nicht also ich denke zur Summe kennt den noch mehr erreichen mehr voilà am Moment gesagt nicht nur aus und das ist auch fein bei mir ich mache mir 10 ich weiß was ich kann
ich weiß, dass ich dieser 10 kann helfen, nur 4 zu kommen, und das ist mein absolutes Ziel. Ich will Lützeburgischen Rap groß machen, ich will Lützeburg Musik groß machen, ich will Lützeburg auf die Karte setzen. Hier will er doch machen. Das ist gut, dass man das selbe Ziel holen. Und ich meine auf alle Fall, dass, was zu viel drauf vielleicht gemerkt ist, mit der Tension ist gut. So, ich meine, voilà, dass man es gegenseitig so ein bisschen dann pushen, auch vielleicht auch an andere Richtungen, weißt du, sie dann vielleicht ein bisschen mehr an der Gangster-Attitüde, mir dann vielleicht ein bisschen mehr an der lockeren Party, was auch immer Attitüde, bringen das Ganze aber vier und so. Weißt du. Und das kann ich auch respektieren. Am Anfang haben sie sicher so Fake Beef gemacht. Ja. So man nicht geschwart. Ja, mit Malo Beef, das mal Du hast die DMs gesehen, ne? Ich habe okay Fake Beef gemacht. Sicher nicht. Ich bin das nicht aufgeschwart oder so sehe ich etwas. Das ist einfach von einem Tag auf den anderen, hat ihn einfach nicht mehr wollte mit mir zu dienen holen, nie ein Merci gesagt, nie irgendetwas kommen. Ich war dann bis heute noch auf Suchen, ich wollte den E-Song Money Man von Bandana, von Bruce, den das komplett von mir produziert, alles, gemacht, Beat, Tutti Panti. Ich wollte nicht mehr, dass man die bei der Sassam ummelden, für das ich meinen Grasstall kriege, weil die Scheiß wird ja aber immerhin 800.000 Streams oder so. Und der Bandana sagt, ja, was wo muss ich noch schreiben? Was sagt der Bruce? Sassam soll sich bei mir melden. Mega gescheit, Bruce. Sassam könnt nicht bei dir. Du musst dich bei der Sassam ummelden, wenn du Suche willst, okay? Wenn du fucking Suche für den Sache willst, Bruce. Wenn du willst nach mehr Suche verdienen, weißt du, und noch besser leben, dann melde dich bei der fucking Sassam um. Das ein Keier kleinen Dingens machen, die rennen dir nicht dran. Das sind fucking Boomer, die haben keine Ahnung, wenn du Boss verstehst, was ich meine. Melde dich bei ihnen. Sehr feiner freundlich. Ich weiß, dass du schon am Hintergrund mit Leuten drüber geschwart hast und so. Melde dich bei ihnen und dann kannst du 100%ig mit denen zusammen schaffen und dann verdienst du noch ein bisschen mehr so sogar, weißt du. Und das ist auch cool, weißt du, da kriegt auch jeder sein Recht, jeder ist fair. Alles geht fair verdient und so. Aber nee, ihr wollt das nicht. Und voilà, bis heute habe ich noch mal kein Cent gesehen, kein Merci gut. War doch immer. Also, ja. That's it. Aber wie gesagt, am Anfang mit Bandana aus, von ihm her ja den noch nicht so viel, oder? Mir nicht. Ja, der Bandana, wie soll ich sagen, der Bandana aus, also Bandana, erstens mal, Shoutout Bandana, wirklich Ehrenmann. Ja, komm mit dem Podcast. Komm mal den Podcast. Bandana, hin hat viel zu erzählen. Oh mein Gott. Bandana, hin hat die crazyste Stories. kann gerne kommen. Ja. Mal der Bandana, ich bin wirklich mit ihm schaffen, da wird die Sache kommen. Hin hat sich vielleicht ein bisschen Goa gelöst, nur im ersten aufhänglichen Hype. Und ich brauche auch einfach eine Person, die hier ein bisschen lädt, weil ich noch selber ein bisschen mehr, weißt du, hier lieft, der Scheiß, den hier seht, so, weißt du. Und voilà, das hier ist da vielleicht ein bisschen mehr verpeilt, so, mal so, weißt du, am Moment, also die letzten paar Wochen habe ich wirklich schon gefühlt, dass es Moti ist. Und ich habe auch gerade mega Bock mit ihm zu schaffen und wir haben schon ein paar Sessions gehabt. Und da sind krass Hits entstanden. Ja. Okay, weil ich nicht verstanden, du siehst Bruce als Fleisch fake und das fand ich aber manchmal nicht, weil hier also für mich die klassischen so Straßen, nicht krasse Straßenrapper mehr, weißt du, so. Was sind da von der Straße? Ja, okay. Verstehst du, was ich meine? Hin, setzt dich du hin, weißt du, auch wenn da vielleicht Shit verkauft oder was auch immer. Ich kenne Leute, die mal so tun, der Bruce, den triffst du nie auf der Brillplatz, weißt du, die gesehen ist nie hier, weißt du, wo ist denn dann, weißt du, hier könnt aber, hinaus aber ein guter Lützebäuer aus einem guten Haus, der früher Handball gespielt hat, weißt du, den Easy war, ich keine Leute, die waren mega erstaunt, dass der Bruce bei Molo gefangen hat, Gangster-Rap zu machen, weißt du, was ich meine, und, voilà, das ist wie wenn ich mich du hinsetzt, am Anfang, ich will mich gar nicht freischwätzen, am Anfang 4 Stunden gefangen mit Rap, du warst auch komplett an dem Gangster-Rap, hier und da dran, weißt du, Battle, und hier und da, du und auch Linesbrüche, zu denen schaut nämlich stehen, weil ich einfach weiß, das sind ich nicht, weißt du. Und schmengende Bruce, der weiß er doch, schmengende Bruce weiß er doch, und schmengende Bruce, der will da doch ändern, und schmengen, hier will auch drunter schaffen, weil, voilà, das ist, wie soll ich so, das schwer, weißt du, mir ehrlich gesagt, ich schmengen hier an diesem Land, an einem von den reichsten und privilegiertsten Ländern auf der Welt, hast du kein Ghetto, wie du dann andere Länder hast. Du hast kein Stroß, wie du dann andere Länder hast. Auch wenn du Leute hast, die Stroß sind, ja, der geht da sicher. Mit das egal wie, nicht dasselbe. Ich brauche nicht weit zu gehen, kannst einfach auf Frankreich oder in Deutschland gehen. Du hast schon etwas ganz anderes, das weißt du. Mit können einfach gut tun, den Image. Ich kann gut tun, mit das Image. Ich fand nicht, weil so, wenn ein Bruce sich so heu in den Podcast setzt, fand das vergleichbar, wie wenn du dich heu setzt. So, das nicht das, was du siehst oder was du, weißt du, wie du heu einfach 100 im Rap bist. Ja.
ahnisch das wie das weißt du beim Rapper sondern hier aber auch weißt du hin können aber hier aber so die Gestalt weißt du die einfach so von der Lunge auf Zunge aus Klar, so all die du hast ja Sachen aber auch noch kein, weißt du kannst den Bruce nicht, Nee, weißt nee, du ja. kannst ihn nicht privat, du weißt nicht, wie hin aus, Ja. verstehst du, was ich meine? Ja. An hin hat sich vielleicht geändert, an hin Oslo auch, hin mengt doch vielleicht da zu sehen, was denn immer gerappt wird, so, weißt du, das ist nicht von da, wo ihr könnt, weißt du, voilà. Ich will auch nicht so viel halt die ganz Realness-Debatte feiern, so, weil die aus am Mengen an sowieso überflüssig, weißt du, solange hin das fehlt, was du möchtest, soll nicht machen, weißt du, ich fand den hin als kein schlechter Rapper, weißt du, ich kann mal singen Tracks auch die, weil es wirklich ging und so, weißt du, und ich fand immer so mehr schuld, weil wirklich Leute, die ich respektiere, mit denen ich ganz gut sind, mit Team schaffen und so, weißt du, und umgedreht doch, und weißt du, und da kommen Sachen wie, auf seinem letzten Album, da war ein Song drüber, Message Vokal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der geht von meinem Bruder produziert, ne, vom Luca. Und der Luca, für die nicht wissen, hin als der Gründer von Stay Fu. Okay. Ja? Ja, Voilà. Was möchte Bruce? Möchte eine Story, also nicht die ganze Zeit mal so, ja, das erste reale letzteburgischen Album, ja, mega funny, aber voll cool Promo. Und dann könnt ihr, möchte eine Story, ja, tagte mein Bruder, ja, merci für den geile Beat, das ist mein Lieblingssong im Album, hier und da, und der Post-Stories drop seht ihr so, ja, wenn der Skinny J gave ein Album droppen, dann hat Stay Fu auch mal etwas Reales gedroppt. Ah, ja, und dann das denke ich mal, ja, das heißt, du gehst als ersten Ding Produzent Shoutout, und dann der Post-Stories drop, diest du einfach, dem eigenen Produzent, sein ganz Lebenswerk, weißt du? Und das geht ob kein Co-Haut. Aber wenn ich mein Bruder gewesen wäre, ich hätte gesagt, Bruce, der Song kommt nicht raus. Weißt du, mein Bruder ist noch ein guter. Mein Bruder, den hat da gesagt, löscht die Story an hier und da. Mit dem Bruce, come on, weißt du? Ich war doch für 5 Sekunden, weißt du? Sorry, mir das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht den eigenen Leuten diesen. Weißt du, stell dir mal vor, es wäre umgedreht gewesen. Stell dir mal vor, ich hatte einen Song weißt du, mit einem Produzent von Bruce gemacht oder was auch immer, und da gebe ich mal hier ganz klick dissen und so, weißt du, da wären sie aber direkt Feuer und Flamme geben, direkt die Wichser, blablabla, Fake und hier und da. Aber nee, weißt du, das sind einfach Sachen, die weisen mir einfach, dass du einfach nicht nur gedurcht geht, entweder oder einfach nicht mehr alles gemacht wird, nicht mehr für Aufmerksamkeit zu kriegen. Weil ich meine, der Bruce weiß, dass du ein Hype River ist. Der großen Hype aus River, es kein Konzert mehr, hier muss irgendwie anders aus den Streams kommen und hier und da. Von der Zeit wär's dann, weil er so das machen, aber da sind ich froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Aber also nicht auch ein bisschen so, dass hier vielleicht gesagt so dass, also die zwei verfolgen das selbe Ziel, hat Lützeburger Rap groß zu machen. Also ja. Hier gesagt ein bisschen mehr eben das so Gangster-Rap und du gesagt, du musst vielleicht mehr so den, wie ist es? Ich meine, der Bruce, der gibt sich wirklich, ich meine, der Bruce will ja auch nicht, dass ihr seht, dass ihr Gangster-Rap möchte. Ja. Ihr seht ja auch nicht, dass ihr Gangster-Rap möchte. Das ist immer mehr harder Rap. Ja, voilà, mehr harder Rap. Und ihr macht mehr Party-Rap einfach. Ja, so und ich will nicht so Party-Rap, weißt du, schon Schöden, Cuba Libre, Allo Marrakesch, vielleicht Lori. Und das sieht mit dem Rest von meiner Diskografie als einfach nicht Party-Rap, also einfach normal Musik. Einfach so an Schubladen denkst. Ja, so, weißt du? So denken sie auch, weißt du, du kannst nicht so an Schubladen denken, weißt du, das nie schwarz auf weiß, weißt du, was ich meine? Weißt du, Bruce, der möchte auch ein Lied wie Mattea oder so, weißt du, bis mir Liebessong oder was auch immer. Voilà. Aber was ich will so ist, dann also vielleicht überlegt ihr so, dass das dann am Anfang, weißt du, so, am Anfang finalement das Ziel ist, also dir kommt ein Ziel mit Nova, und der ist gegenseitig so ein bisschen pusht oder halt stichelt oder ist das ja nicht vorstellen. Das ist einfach, dass irgendein Content du hast. So, gerade kein Konzert, wie du siehst, aber wenn dann einfach hier ein etwas Job gehen ihr, die hab's gehen hier, so da gehen ja Fans, also ich ja, mir so bis lo waret jo mal an der Tat. Weißt, et war das das, nee, ja, ich meine nicht, ich weiß nicht, was du will. Mir bis lo waret jo mal nicht dat. Weißt du, et gouf noch nie ein Distrack gemacht, a keine Richtung, weißt du. Bis lo gouf nimmen Allusionen gemacht, Klangpikereien, Stories oder Kollegen von ihnen, die dann Videos schicken, à la, du bist so dumm, schwierig, so Sachen, sie geschieht, weißt du. Weißt du, und dann, wenn ihn sich dann im Real Life gesagt, dann ist mir mal alles gut so. Weißt du, schon noch den Navlo getroffen, und voilà, wie vielleicht weißt du, Navlo, der sagt mir einfach, ja, das ist nicht mein Internet, Bruder, weißt du, und dann, aber ob der größten G-Man, ob der größten Dinge, die überall so, oh, die sind all Cap, die sind Capper, die mit Cap, bla bla bla, die sind so fake, an der gesinnischen, an der schwätzenischen, literally, ob alle so, und da sieht man, ja, sind Fangere für Kribbeln, wenn auf Instagram oder so eine Miese beschreiben, so, weißt du, und ich denke mir einfach so, gar, weißt du, kannst froh sein, dass ich so ein easy Dude bin, weißt du,
Und ich meine, das ist auch gerade für was sie mich gepickt tun als Opfer, wie auch immer, weißt du, weil sie denken, weißt du, wenn den Navlo irgendeinen anderen gibt, die sind, weißt du, gibt dann Schniss kriegen. Hier gibt dann so etwas von einem Schniss kriegen. Das CDS, okay, ich erzähle nicht, wie das CDS ist. Okay, merci. Das CDS, ich meine, ich werde froh sein, dass ich über die Schwarzen. Das CDS hin aus ein, also CDS 3 El Nino hier stehen, hin aus ein Rapper, und für mich von den talentiertesten hier am Land, und hin aus ein richtigen G. So, weißt du, hin aus ein realen G. Hier wohnt zu Barcelona, weißt du, hier rappt auf Französisch, aber auch so Plötzlich auf andere Sprachen und so. Und hin aus ihn, den nicht mal zu spielen lässt, so, weißt du, hin aus wirklich den voilà, bei dem weißt du, wo du stehst. Hin aus wirklich ein richtigen G. Hin aus genau das, was du brauchst, gerne Welt sind, so, weißt du. Wenn ich nicht so ein peaceful Mensch wäre, dann geben sie nicht, also da geben sie nicht den Gag mit mir machen, meine Schwester. Mit das ja mal nicht den Gag machen. Doch, das literally den Gag machen, natürlich. Das, was der Navlo mich als literally den Gag machen. Hier stellt Kollegen für sich an, für an meine Live-Kommentare zu gehen. Hier stellt Kollegen für sich an, Berliner Kollegen für sich an, mir Videos zu schicken und so, wo sie so, no, du bist der Peter Griffin. Weißt du, ich so, dann, ja, Peter Griffin, Legende. So, weißt du, ich kann auf alles reagieren. Ich bin easy mit allem. Weißt du, ich kann all Schlag kann ich ausstechen. Easy peasy. Ich stehle auch gerne aus, weißt du. Aber ich fand einfach lächerlich, das Kannertheater, weißt du. Und, voilà. Ich meine, wenn ihn sich actually gesehen, da laufen Sachen ganz anders, so, weißt du. Und, weißt du, an den Navlo, den hat Lo anscheinend schon am Hintergrund zu den Numinger Adresse gefroht, so, ja, ihm wird Wege durchgehen, und du, ich denke einfach so, ja, du warst einfach Spaß aus Lützeburg, den wirklich als einer guter Familie könnt, den früher an Scout gegangen, also was wie sich, an den Lo seht so, wie wenn dein Wort auf der Straße gesetzt wäre, wie wenn ich Lo frei gemessert gehen oder so, wenn du das siehst. Bruder, komm mal ruf von dem Pferd, weißt du, das ist halt für das, was ich mir denke. Voilà. Okay, ich gebe so, ich muss in zwei Sachen differenzieren. So alles, was behind the scenes als am Ende an überflüssig, so, ich will die ganze Zeit just so das musikalisch bisschen. Wie das geht ja noch nicht. Ja. Geht ja noch nicht wirklich Distracks oder so, weißt du, das, ob der Also Ebene die kann Line ich feiern, ob der Ebene, ja, mir das kann ich so auch feiern, ja. oder ich kann auch so nicht von so wack, weißt du, mir, ich werde da vielleicht auch eine Line über die Brust droppen oder irgendwie was den Navlo, werde ich ganz sicher machen, mir das fand ich okay, genau. Weißt du, das fand ich, das ist Rap, das ist Sport, das gehört dazu, du sind komplett bei euch, du sind komplett bei euch, mir für mich möchte einfach die ganze Scheiß rundherum. Und das wahrscheinlich auch eben gerade, weil wir heute zu Lützburg sind, jeder kennt, das so klang, dass es umso mehr noch abfällt. Weißt du, wenn wir weißt du, an einem großen Land wären, die nicht wäre auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, da wäre es scheißegal. Weißt du, da geht nicht so dumm geschwart gehen und geben auch nicht so viele Sachen sich überlappen. Nein, ich meine, in Deutschland ist es sogar noch nicht schlimm. Ja, natürlich, es geben aber nicht so viele Sachen sich überlappen am Sinn von, oh, der Produzent von dem schafft aber auch mal dem zu zoomen oder so den also auch mal dem gut, weißt du, genau, da ist einfach, weil halt zu Lützburg so klang ist und ich kann nicht jeder reden halt zu Lützburg, ich kann nicht jeder reden, ich kann nicht, weißt du, und voilà, das wird das. Damn, das war nur ein easy Start an der Kannst du auch zu Grand Duc? Schon danke gesehen. Ja. Ja, also Real Talk, mein Pap hat der Grundscheiße Nummer, genre, da sind dann hier DMs geslidet, so basically. Das war für ein Projekt für den Kulturkanal zwar, das war für ein Projekt für den Kulturkanal, aber voilà, hier nicht der Grundscheiße hier Handys Nummer so. Muss man dein Papa invitieren und dann... Invitiert ihn eigentlich, und das ist bestimmt gern dabei. Okay, und dann also 10 Stunden und dann also Grand Duc. Ja. Voilà, da kommt da du über Connections, da geht das, 100%. Schon. Das ist noch fu. Das ist wirklich Scheiße setzen. Ja. Just für das Thema Ludo fertig zu machen, so das musikalisch wäre halt, also wie soll ich sagen, so okay, alles rundherum ist am Anfang mega dumm und mega überflüssig, so die persönlichen Sachen. So just das musikalisch, auch wenn das diese kleinen Deal ausmischt, das ist am Anfang kein sinnvoll Sinn, wer halt dann noch gewonnen Kunstfreiheit fallen an die Geschichten. 100%. Also ich meine, wenn ich lo gehst du hingehen, wenn ich gedisst gehen und ich gebe so, das geht gut nicht, wie können wir das machen? Ey, da wäre schon der größte Fake auf der Welt, weißt du, das kann ich nicht machen. Weil das ist mir schon gedurcht, wo du so mit Nummer 1 Podcast zu Lützeburg, weißt du, dass du das nicht gehst feiern, weißt du. Mit SEO ist, weißt du, für mich ist das auch Kunstfreiheit, wo du ja von vor fast zu Lützeburg warst. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht gehe feiern, ich habe gesagt, ich fand nicht dreist. Ja, okay. Ich fand nicht dreist, das ist ja auch dreist. Ja. Mir fake Lützeburg, die sind auch dreist.
Ich bin ein 30 Mensch. Ja, okay. Ich weiß, dass wir auf der gleichen Seite sind. Oh ja. Oh, ja. Das ist ein Podcast. Ja, kann so hey, voilà. Kleiner Gastauftritt. Voll gut. Vielleicht schneiden wir da raus. Nee, schneide nicht raus. Wir sind kein Faker heute. Also okay, wenn es ein Mach Bild weiter. ist. Also okay, wenn es ein kann, nur ein Bild was. War schon ein Bild. Ja, los, sowieso ist es schwer. Das geschossen. Easy. Aber dann, wenn wir schon dabei sind, merci Gruppetto, dass wir dürfen neu abholen. Shoutout. Ja. Kleine Werbepause. Da muss man halt #Ad. Ja, genau. Sie haben deine Musik. Kann den Heute Hölle. nicht geschnitten. Okay, komm, wir bringen noch Content. Kamera fällt und nach Ja, voilà. Die Lute fallen. Ali, ciao. Ciao. Merci. Merci. Sollen wir einfach von 4 starten? Das ist kein Froh, was der Bruce umschlägt. Okay, kein Froh über den Bruce. Nee, das ist gut. Das ist gut. Ja, tschüss. Kunstfrei, das ist wirklich am Anfang halt zu Lützeburg ein interessantes Thema. Wir sind ja selber ein bisschen Opfer von der ganzen Dingen gehen mit Erik. Da kriegst du auch mal die ganze Polemik. Ja, also die war ja nicht unbedingt Opfer. Betroffen. Hätten das beim Aldo gesagt, ich meine, Aldo hat sich nicht als Opfer gestaltet. Oder Nee, okay. Aber einfach halt das war bei ihr geschieht. zu merken, dass du mega muss aufpassen, was in diesem Land weißt du, das war ja als zweit falsch. Ja. Wir waren, also, als kann der ja nicht. So, weißt du, Ja. wir waren uns nicht bewusst, okay, Lützburg ist so klein, dass Ja, so all nee, auf der anderen Seite, also da war manchmal mich geguckte falsch. So, weißt du, Ja. hatten das nicht gesagt, da wird nicht der mich Ja. geguckte falsch. Weißt du, was ich Ja. meine? Der Tisch am Funken, der ich Ja, ja. mehr so. Das ist auch das, was du bei den Litzos, ne? So, wenn sie dich nicht durchgeklot Genau, hat, genau, 100%ig. Weißt Ja. du, du willst hörst so Geschichten, Ja. wie viel Lützburg hörst nicht an Deutschland oder was auch Ja. immer, weil ein Merkel oder ein Alice Weidel oder ein, wen auch immer oder irgendwie schon Donald Trump, von die bei all Chaos für sie gedisst kind geben, ab es so oder so. Das ist das in Deutschland. So Stress ohne Grund vom Bushido auf vom Shindy. Ja, glaub, wenn Index war war das? Wenn war das? 2015, Mensch. Das ist schon ein Zeitchen hier an indizieren ich meine der Göttet zu Lützburg nicht. Und das ist nicht das selwischt wie ein fucking Prozess so, Ja. weißt du? Das ist nicht das selwischt für das ihn kannst du literally verurteilt gehen an entweder an eine Prison kommen oder Geldstrophen riskieren und du dann das einfach den Musik geht dann nämlich verkauft oder was auch immer was auch scheiße ist natürlich aber das ist aber nicht das selwischt es goufen natürlich so Geschichten auch am Ausland weißt du op dem man also auch teilweise Beruf hun weil mechtens wird Kunst gewonnen mechtens aus Kunstfreiheit einfach durchgange so weißt du durfst an einen künstlerischen Kontext du so am mache was du willst das einfach das ganz einfach weißt du, wenn du den anderen besonders besonders die Leute die ich an dem Song erwähnt tun das sind eben gerade die am meisten hier Maulerproppe für Meinungsfreiheit mir dürfen noch so was man wollen an hey, du mir steht für Meinungsfreiheit so ein Video den ADR oder Video auf YouTube wo den Fried Kolb über Meinungsfreiheit schwatzt so mir sind das jede Meinung durch äußeren an hey, du scrollsruf Comments disabled so viel zu Meinungsfreiheit weißt du was ich meine an ja keine Ahnung weißt du also für was warst du geklot am von genau Verleumdung oder wie ich nee wennst injure also Beleidigung Ja. den Dingen zu Fried Für Kolb hat auch private Leute, oder? vom Fried Kolb vom Joey Tein auf vom Dan Schmieds für genau zu sehen ich hatte noch paar andere Leute ich hatte noch andere Leute erwähnt ich hatte noch den Tom Weidich erwähnt mit den nicht gesucht den hört das ist eine ultra crazy Story den Tom Weidich wissen aber ich kannte ihn als der Präsident vom W 2050 hinaus auch für den ADR ob gelöscht gegangen und so an hin huet eben kein Plan gemacht wat mich mega erstaunt huet weil hin aus Menge nur die schlimmste von hin alle Götten also einfach aus also geht hin als gar den und Rassentheorie gelebt an so shit weißt an ja Digga den hun ich getroffen auf der randomster Platz ever und zwar zu fucking Berlin Friedrich sein für länger Pizzeria ging ich getuppt so, was du denn tun Donner und so, no. Weißt, und wenn Kollege mir du den alles bestätigen kann auch letzte bei den alles gesehen okay, was so ich sind den Tom Weidich und das was du da gemacht hast du findest das vielleicht witzig mir schon schon obdreh verloren wenn es dir an du und will dann immer so dass das gut nicht so witzig als an du und du hört man nimmer sing Meinung so dann Gesicht anders gebuscht und ich war so ich war gerade auf wegen Pizza war das gerade geschieht so weißt du? Und
Und da muss ich aber ehrlich sagen, ich fand das mega cool, weißt du? Mega cool, dass, wenn ihr sich gesagt seht, mit Meinung, weißt du, sie sind Politiker. Sie sind doch doof, hier zu schwatzen und so, weißt du? Für was schwatzt man nicht, weißt du? Und nee, muss direkt einen Plan gemacht gehen, weil der Fried Kolb, den also chronischen Plantenmacher, keine Ahnung, gibt so einen RTL-Artikel, wo einfach drüber gegangen den regelmäßig Planten gehen all Mensch, weißt du, gehen all Mensch, den irgendetwas gehen, hier seht man, steht Planten, Comments gelöscht an hier und du, das ist nicht Meinungsfreiheit, das ist Meinungen in der Drecken, weißt du, und da seht ihr, ja, Beleidigung ist keine Meinung, ja, anscheinend doch, gof für ein Gericht, gof bewissen, dass ich das machen, also, voilà. Du warst freigesprochen. Ich bin zweimal freigesprochen. Okay. Sie sind alle in Appell gegangen, du gehst den Appellprozess, das Ganze wird sich über 2 Jahre gezogen. So. Es war kein, also ich weiß nicht, also für mich am Anfang war es ultra surreal, so, weißt du, schon einfach nicht geglebt, so, dass ich überhaupt so etwas Mäßiges ist, weißt du, weil wenn du irgendwie nur ein bisschen am Hip-Hop drauf bist, da weißt du, dass schon so viele Leute viel mehr schlimme Sachen so tun wie Fekte Fred Kolb, Fekte Dan Schmieds und Fekte Joey Time. Dann wird ein Gesetz. Das ist nämlich das, was ich gesagt habe über sie. So, weißt du, schon nicht so viel wieder über zu verschwendet. Schon so auch nicht Rassist genannt oder so. Ich habe es schon immer das gesagt. Voilà, das ist dann eben anscheinend halt zu Lützburg ein riesigen Skandal wert, so, weißt du. Und voilà, du musst aber auch ehrlich so, natürlich hatten sie keinen Plan gemacht, so. Da wird nicht so groß gehen, mir wären Medien nicht drauf abgesprungen, wäre doch nicht so groß gewesen. Und da so einfach so gesagt, zu Lützburg, die einfach nicht an den Kopf geht, so, weißt du, so Medien, die, natürlich, sie wollen Klicks, sie wollen Zuhören und hier und da. Und da werden Kinder nicht mehr auf so Sachen abgesprungen, weißt du, auch guck, man Bandana, weißt du, das war die größte Medien, tralala, ever, weißt du, hat ein paar Kilometer weiter zu drehen, hat da irgendein Gangster-Rapper ein Video mit Plastikwaffe geschickt, das wäre mal nicht erwähnt gehen, weißt du, was ich meine? Vielleicht mit richtigen Waffen, vielleicht wird dann ein Skandal gehen, weißt du, mit Plastikwaffe sicher nicht. Und Medien sprangen direkt drauf ab und kriegen Klicks, sie verpacken das mit schönen Clickbaiting-Dinger und du hast jede gemerkt, du hast auch RTL gemerkt, weil sie machen auch Ultra-Clickbaiting. Sie wissen ganz genau, wenn Milo haut, wir machen aber sie wird Flüchtlingskrise oder hier und da, dass sie dann 3000 Hate-Kommentare kriegen, weißt du, und sie wissen ganz genau, dass das Interaction ist, dass das Engagement ist, weißt du, Facebook ist egal, ob das gut oder schlecht Engagement ist, besonders zu Lützburg, weil an andere Länder geht das nach jeweils moderiert, aber Lützburg ist so klein, ich meine, es gibt kein Lützburg Facebook mal da bestimmt, weißt du, Facebook muss einfach Leute angestellt tun, die da vielleicht die Sache, weißt du, an all einer Land geht das, weißt du, an all einer Land, wenn ich gehe, an Deutschland gehe, schreiben so einfach einen Post machen, wo ich gebe so ein, keine Ahnung, den Adolf Hitler aus der größte Gewirrscht an den Holocaust go nicht, dann aus diesem Post nicht lang online so. Mit Klippen nicht, du. Ja. Macht was der Welt, ich will nur einfach nur, was ich einfach so will, also einfach, halt zu Lützburg geht dann direkt aus einer mega Elefant gemacht und da spielen Medien noch eine ganz, ganz große Rolle und ich verstehe einfach nicht, wie sie so Sachen dann liebend gern unterstützen und dann aber andere Sachen von wirklich gute Content gemacht und so. Sie muss hier nicht alles so groß aufbauschen wie die Scheiße, weißt du, sie müssen da aber thematisieren und irgendwie. Und das hat nicht mehr viel Klicks zu generieren, meinst du? Ja. Ja, das Ich meine weil, schon. weil RTL hat ja aber in der Hinsicht der Vorteil, dass sie quasi ein Monopol haben zu Lützeburg. Okay. Seid essentiell nämlich so krass. Ha? Okay. Also online nicht. Essentiell ist auch krass groß online. Ha? Weil, Das, ja. Sie haben, ich weiß, was du meinst. Radio und Tele haben sie quasi das Monopol. Genau, ja. so sie hatten ja am Anfang nicht neidisch für forcément mit Clickbait-Dinger so zu schaffen. Das da falsch rausholt. Man kann einfach viel besser un. Also die Leute, weißt du, so, auch die bei uns Erik Rolgen, der Skandal, du, wie viel Crew da hat 300 Kommentare und da waren sie in der Weißt du, hat er irgendetwas anderes, Ja. hat er da irgendeinen anderen Ausschnitt geholt oder so, da wäre ja nicht so groß. Ich so nicht, dass das Clickbaiting nur per se ein schlecht ist. Du willst ja, du musst etwas, du bist zufrieden mit dem, was du gemacht hast und du willst, dass das Aufmerksamkeit kriegt, so, weißt du, das ist normal, dass du dann probierst, das so gut wie möglich an 10 zu setzen, so, weißt du. Mir heige das definitiv, das ist ja auch ein anderes Level, ob dir das macht oder ob RTL oder so das machen, weißt du, sie haben literally eine journalistische Verantwortung, weißt du, sie gehen vom Staat finanziert, sie kriegen Millionen an den Arsch gestacht, weißt du, und hier Rolle ist es auch lützebäuisch Kunst oder lützebäuisch Sachen zu thematisieren, was sie immer mehr machen, mir geht es so los 4 und geht so los 4 und kein. Ich verstehe nicht einfach. Mit das weil ich meine mit Monopol, so, sie haben einfach, wie du siehst, sie sind vom Staat gefordert oder so, sie
können wie sie sind nicht darauf angewiesen mit Clickbaiting also müssen zu schaffen weil wir merken das ja auch wissen ihre große Video kriegt 25.000 Views während ein Stimme von der Stroß-Video knapp 1.000 kriegt weißt du? Natürlich sind sie darauf angewiesen. Wie meinst du kriegen dann die RTL? Meinst du all RTL-Artikel hat 300 Kommentare und so? Nee, guck, sie posten alle 15 Minuten ab. Du gehst so viele Sachen in, du kannst, wenn du bei RTL bist, scrollst, da findest du Sachen, die vielleicht 15 Likes oder so, weißt du? Aber nicht die Sachen, wo sie express Pike gehen und genau wissen, was sie machen, Das weil sie wissen, was sie machen. Sie wissen einfach genau Das das ist natürlich, sie sind ja nicht dumm. Von dir das schon mal, einfach so 2 Dudes, die Podcast seit November haben, meinst du nicht, dass ein RTL die Tonnen Madabeter haben, die Marketing-Leute haben, die genau wissen, was sie machen, die ganz genau wissen, hey, wir wollen nicht nehmen, dass die Leute, wir wollen, okay, wir wollen etwas, wir kreieren etwas, okay, wir haben hey, das ist eine Nachricht, okay, wie können wir das verpacken? Okay, wir machen noch ein bisschen spicy, wir so nach irgendetwas mit, okay, hey, was weiß ich, lassen wir so, hören wir mal einfach ein Beispiel mit Flüchtlingen, was auch immer. Okay, wir wissen, dass der Tote viel Kommentare wird generieren. Wir müssen aber irgendwie so machen, dass Leute bei Seite gehen. Was geschieht, wenn Leute bei Seite gehen? Sie kommen noch bei Seite. Es können ein Pop-up-Reklamen haben, die alle gute bezahlt sind, für die sie alle gute Suche kriegen und so. Die Leute wollen ja auch etwas essen, weißt du? Aber das ist aber so, wie es lebt. Und das ist traurig, das ist aber so, wie es lebt in unserer Welt. Das ist ja nicht kein Geheimnis, das ist auch international so. Das ist einfach Journalismus, wo es immens schwer seit der Social Media geht, für überhaupt zu verlieren. Weil, wie will dann weißt du, wie will für was müssen das mehr riesigen, gut recherchierten Artikel an Herrn Dutzmann, wenn die von der anderen Zeitung einfach machen, die 10 schönsten Urlaubsziele nach Corona Nummer 5 kannst du nicht fassen oder was auch immer. Weißt du, da geht's so, weißt du, da geht alle Menschen statt klicken, weißt du, Clickbait also einfach der King vom Internet so und das ist komplett schlimm, weil einfach so weißt du, kommen immer mehr Fake News ob an Hai und du und dürfen nicht alles kleben und voilà, das ist einfach ein bisschen eine komische Richtung, an der alles geht. So, okay, turn up Tunch, weil sie war Journalismus. Man war schon was beim Thema, sie kommen schon noch über Radio und dann haben wir alles einen Kern und einen Hut bräuchte. Weil Radio ist ein bisschen erzählt und du hast RTL, das Aldo. Ja. Wir haben das Thema... Ja, wir haben das Thema ja schon ein paar Mal im Podcast so geschwart, aber... Du kannst dich am besten aus. Du bist am Anfang der Guru, also letzte Woche. Das sind den Aldo Radio Guru. Okay. Wieso spielen sie nicht mehr Lokalkünstler? Das ist mega gut froh. Bon, kommen wir mal weiter aus. Erstens mal, die Diskussion, die wir halt feiern, die ist schon seit 20 Jahren gefolgt. Ja. Ne? Ich weiß eben als erste Hand von meinem Pap, dass hier genau dieselbe Diskussionen auch schon Demos hat mit Sängermusik an und do. Und das einfach, wisse, ich meine, das tut zum Deal mit der Größe von Lützeburg zu dienen, dass es so klein ist, ne? Und dass sie wirklich quasi den Monopol haben. Also wahrscheinlich 80% oder so von den Radio schon entweder Aldo oder RTL so kann gut sein. Vielleicht noch ein bisschen mehr essentiell und so. An Radio Latina lauschen auch relativ viele Leute, weil da war ein relativ groß portugiesisch, französischsprachige Community zu Lützeburg. Mir trotzdem egal. Die meisten, also im Fall Lützebäuer, die ob Lützebäuerisch Musik lauschen, Radio lauschen, die lauschen. 100,7 bisschen. Nee. Viel Männer. Hast du schon ein so Statistiken von ich meine sie von Plurimedia Day voilà ich meine RTL mit Aldo an allem zu summen mit online an und do sind ein Reach von über 300.000 Leute da so ist okay. Basically an genre den 100,7 hört der Mensch 20.000 an den Radio Ara hört der 5.000 oder so, okay. So. Okay, das sind die größten Konkurrenten so ne voilà. Das heißt, das wirklich einseitig. Dann haben wir noch, meine ich auch, dass, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie so der Lützebäuer, den hört einfach so von Natur aus irgendwie so Mannerwertigkeitskomplex, so, weißt du, das, also vielleicht nur Männer wie sonst, aber es gibt sich immer so klein gemacht, weißt du, so, weißt du, es gibt ja dann immer gesagt, so, wenn ihn dann eine Band hört oder so, die da vielleicht auf Englisch sagen oder was auch immer, und dann so, nee, ist nicht Lützeburg, aber das ist ja gar nicht so schlecht für Lützeburg, wie wenn alles zu Lützeburg schlecht wäre, durch so, weißt du, so, oder, du hast einen coolen Podcast, gar nicht schlecht für Lützeburg, so, weißt du, wie war das für Lützeburg nach der 100 drin hängen, so, weißt du, wie wenn alles, was als Lützeburg könnte, oder Capitani, deckt die gute Serie für Lützeburg. Das bei allem, Lützeburg hört das einfach so, ne? Wie war das?
Ich meine, weil man so klang sie weil man schon an einer Geschichte von literally all Land an Europa dreimal gefeckt goufen an ich meine statistisch auch einfach weil das ja Mann wahrscheinlich dass er einem kleines Sample von Leute ab so gut es auf 4 geht wie von einem großen Sample ja der Kasin an mir hun noch Fleisch nicht so den ultrakrassen Nationalstolz den du vielleicht an andere Länder gehabt hast oder war doch immer plus immens Multikultiland wo so viele Nationen zu Summe leben so wisst an schmengen viel Lützebäuer weil den auch und den ganzen Bewegungen wie 2005 schon so gesagt fühlen sich auch bedroht so weißt du, denken auch von dazu weitergeht dann am 3 Jahr der Schweizer Kämenspiel Lützeburg und so was nicht der Fall ist weil immer mehr Leute Lützeburg lehren immer mehr auch von ausländischen Familien die kann kommen halt zu Lützeburg entschuldigen ob Lützeburger zu die Lehre Lützeburg weißt du, das gerade da muss ja so Sachen wie Lützeburg Musiker so gefordert gehen genau besonders ob ein Radio stell dir mal vor ob ein Radio wo alles ob Lützeburg ist Reklamen Nachrichten wir alles all Scheiße so Lützeburg auf den Radioen aber weißt du Lützeburg muss und dann noch ganz kurz es gibt noch einen Unterschied und zwar einen großen Unterschied zwischen Musik aus Lützeburg und Musik auf Lützeburg so weil Musik auf Lützeburg ist noch eine Kategorie drin also wirklich da ist wirklich noch eine Kategorie drin weißt du weil wann ob Englisch aus und so dann actet nicht und weißt du, sie will nicht unecken sie wollen absolut sie wollen an der Safe Zone bleiben sie wollen nicht unecken sie wollen keinen Zuhörer verlieren du willst singen das was sie gewinnt sind und so bon da das so viel zu dem wie bislo war den erschießen oder dat man gut mit den Aldo Radio den hue neuen Direktor neue Programmschaft gut nur x Jahren ich weiß noch nicht ich kann die nicht mehr die wollen anscheinend Sachen anderen Hunsch mal von verschiedenen Leuten so gelöst ich kann noch Leute die beim Aldo Radio schaffen schon eigentlich Leute die beim Aldo Radio schaffen weißt du, schon hab's gegen die Prinzip weißt du mich schon aber nicht gegen den Aldo oder was auch immer so weißt du und nicht gegen RTL weißt du ich sie froh wann sie Sachen laufen lassen so weißt du an effektiv 20 paar Wochen lassen sie Mail Lützeburg Musik laufen so ja also zum Beispiel der Song alles versicht die lebt also die Song am August rauskommen Allo Bemo lebt so weißt du Roberhof so an wissen ob das für sich bei mir anzuschleimen oder ob da das weil sie wirklich ein Erfolg machen a gut Musik wollen pushen zu Lützeburg hoffen dass da das weißt du mal gucken wo du hingeht schon der Ballfall guten Usatz dat hindert mich Ballfall nicht drunter noch immer kritisch zu bleiben und noch immer Sachen zu einer frohen mehr voilà. Wie weißt du, wo das hingeht? Ich hoffe, dass es dann eine gute Richtung geht. So. Mir schon der oft über das Thema geschaut. Was bringt das dann von ihr genau, wenn die im Radio läuft? Das ist ganz einfach zu sagen. Und zwar, es bringt es so viel. Es bringt es so fucking viel. Weil, okay, seit 1,5 Woche oder so lebt alles für sich 2-3 Mal den Tag. Ne? Als Streams, die waren bei dem Song für drunten so 20 Streams pro Tag oder so, weißt du, weil schon halt lang raus ist und so. Hallo, sind wir bei über 200 Streams am Tag. Das ist so viel wie Schütten. Das ist so, weißt du. Leute hören das und da gehen sie... Und sie gehen nicht lauschen. Okay. Und ich meine sogar, dass eben gerade, weil der Lützeburg ist, die Leute sich auch gesprochen fühlen. Sie hören, dass sie denken, oh mein Gott, so ein kranke Banger auf Lützeburg. Ist dann gehen sie guck, wenn sie einfach ein random Lied auf Englisch hören, du gehst das nicht unbedingt lauschen, weißt du, gehst nicht von außer catcht dich so krass, weißt du, du gehst nicht unbedingt direkt nur gucken, weißt du. Und sie müssen natürlich auch merken, sie kreieren Stories, weißt du bist doch nicht am Auto, du lauschst das Aldo und du musst so, oh mein Gott, Lady Gaga lebt, komm ich bei einer Story, ich hab zu supporten. Ja. Nee, was so, oh mein Gott, was ist das nicht ein Turn-Up-Tune mal egal, weil sie, bam, hi, zack, getaggt, Aldo getaggt, so, sie kreieren auch, sie profitieren auch davon. Und das ist, für was ich nicht verstehe, für was sie nicht echt gemacht haben, weil sie geben auch so krass davon profitieren. Weißt du, sie wollen ja die Jungleute erreichen, sie wollen ja die Leute erreichen. Die Jungleute, die lauschen doch hier Radio mehr, die lauschen alle gut Spotify, die lauschen, weißt du, die lauschen Leute wie der Bruce, wie der Bandana, wie Mösch, wie all die anderen, weißt du. Und wenn sie geben mehr krass mit uns kollaborieren, dann können sie auch die Leute erreichen. Weißt du, sie sollen uns doch nicht verklickern, dass sie die Jugendsender sind, wenn gut geht Leute ab 25 der Radio lauschen so weißt du, das aber so das voilà mehr was für den Froh zu beantworten also Asians mal kriegst ein viel groß Reach ne? Du kriegst du erreichst Leute die du normalerweise nicht erreichen weil mit alle guten so etwas wie ein Social Media Bubble bei den einen groß bei den anderen klang mir irgendwann könnte du machen bei den selbsten Kollegen und so weißt du das merkst du von weißt du wenn es logisch da irgendwie geguckt hast ich weiß nicht wie oft dir dann die Stories gesehen hat mir ist schon
allzweit Story und Marrakesch gesehen an der Story, so, weißt du? Und das ist einfach, weil wir an der Bubble dran sind, von Leuten, die so Sachen sharen. Aber das ist aber nicht das richtig Lützeburg. Das ist nicht der Jampi, du baust den von der Arbeit können, dann den Noven bei seinem, weißt du, heimgeht und nicht mit dem ganzen Scheiß im Hut hat, so, weißt du? Mit den Leuten kannst du aber über die Medien erreichen, so, auch über Tele und hier und da. Und, das heißt, du kreierst eine Awareness, das ist so ein 10 Uhr, so. Dann, was geht es nach? Du findest natürlich auch finanziell Vorteile, weil wenn dein Lied am Radio läuft, da kriegst du, eben gerade, mir hat für Universal geschwart, da kriegst du die Rechte ausbezahlt. So, ne? Das heißt, den Aldo Radio, sie bezahlen, ich weiß nicht, Almond, wie auch immer, bezahlen sie Suchen und Sassam, sie suchen halt da mal gespielt, und da kriegen alle Guten, die Leute kriegen ein Stück vom Kuchen. Okay. So, dann, das ist nicht unwesentlich, das sind viel Suchen, das sind viel mehr Suchen, wie du je kannst mit Spotify oder so etwas machen. So. Ja? Ja, ich kann, also, das ist schwer zu erklären, weil das nicht fix ist. Weißt du, das wirklich hängt davon ab, wie viele Leute lauschen noch. Weißt du, wird faszinierend zuhören, wenn du das an der Nurschlafe liest, also lauscht Kino, weißt du, wenn du am Dach lauschen liest, wirst du vielleicht 20.000 Leute oder so, die gerade nur lauschen. Weiß nicht, weißt du. Mir auf alle Fall kannst du dummer dafür, also schon ein Kollege, den hat an einer Band gespielt, die sind für wahrscheinlich 4 Jahre oder 5 Jahre hatten die einen Song, und auch Luchen sind noch immer Songs, die im Radio laufen, aber sie hatten einen Song, den das wirklich 3-mal den Tag auf RTL an Aldo Proberuf gelaufen, Minimum 3-mal, wirklich andauernd gepusht gehen. Sie haben an 4 Monaten 6 Mil mit dem Song gemacht, so, weißt du. Und ich kann nicht so, 6 Mil habe ich vielleicht über 3 Jahre Spotify gemacht, und ich habe bald 1 Million Streams auf all meine Songs zusammen, so, weißt du. Krass. Also, weißt du, dann hast du 1 Million Streams auf Spotify versus 3 Minuten im Radio laufen, so, weißt du. Und nimmen Song, so, ne. Krass. Und was heißt das? Das heißt, wenn sie Musik laufen lassen von hier, da verdienen alle Guten die Leute etwas, Ja. ne. Und dann lohnt es sich auch, Kunst auf Lützeburg zu machen oder allgemeine Kunst zu Lützeburg, weil das, was du immer gesagt kriegst, ist, das tut doch keine Perspektive. Weißt du noch, wie ich schon gefangen habe, ich habe ausgelacht, wie ich gesagt habe, ich gehe Rap auf Lützeburg machen, weißt du, so, für was müssen auf Englisch, du redest viel mehr Leute, aber dann hören du, nee, das ist Bullshit. Wenn du Musik auf Englisch musst, dann ist die Konkurrenz die ganze Welt. Und du kannst dir sicher sein, dass du mit dem Bauch und Akzent Lützeburg, weißt du, dass du nicht mehr Leute wirst aussprechen, wie Leute, die actually Native Speaker sind, die ein großes Fanbase haben, die aus einer großen Stadt kommen, 100% nicht. Wenn du Musik auf Lützeburg musst, aus den Konkurrenz Lützeburg. Ja. Weißt du, das viel mir einfach größer gehen. Und lo, und ich mit meiner Musik auf Lützeburg viel mehr erfolgreich, wie ich du mit meiner Band hat, wo ich auf Englisch gesungen und so, weißt du. Und, voilà, Nee, du kannst aber auch nicht mehr Lützeburger riechen. Oder? Das meine ich nicht. Das ist Bullshit. Das ist auch meine ich Bullshit. Das ist auch etwas, das ist was sie los sind. Weißt du, sie müssen immer etwas tun. Die Leute wollen nicht, dass sie den... Ich meine, die Leute gönnen... Ich weiß nicht, ob sie nicht gönnen oder was auch immer, aber das so und so. Wie war das überhaupt? Weißt du, ist das normal, dass bei uns spanische Musik oder portugiesische Musik oder brasilianische Musik im Radio läuft, oder K-Pop? Was ist mit fucking K-Pop? Das ist koreanisch. Okay, Korea ist ein mega großes Land wie Lützeburg, mit international gesehen, also aber kein mega großes Land, weißt du, das tut sich auch wundert, das ist ein großes Land, schön, mit die Spruch geht nicht mehr geschwart, weißt du, und das ist ein Global Sensation, weißt du, ja, genauso wie, okay, da komme ich mir klang, da komme ich so in holländische Musik, okay, komme ich so in holländische Musik, was ist das mit holländischem Rap? Holland hat was, 10, 15 Millionen Einwohner oder so, was der Witz ist, gegenüber von Deutschland zum Beispiel. Das meist geguckte holländische Rap-Video hat über 300 Millionen Plays. Das ist mehr wie die meist geguckten Deutsch-Rap-Video. So, ne? An holländische Musik lauschen sie auch an Deutschland. Lauschen sie auch halt zu Lützeburg. Holländische Artisten kommen an den M-Club spielen. Weißt du, holländische Artisten, die Woche wie mir zu Lorry waren, wie mir zu Lorry gespielt und vor Trop waren, lauter holländische Artisten, du weißt du. Das ist ultra, weißt du, das ist scheißegal. Spruch ist, du musst es gut machen, du musst es Wahlbriefe bringen. Weißt du, ich kann nach mir klang gehen, ich kann so in Island. Island hat Männer-Einwohner wie Lützeburg, Männer-Einwohner, hat einen Spruch, die sind nicht mehr durchschwätzen, an so Artisten wie fucking Sigur Rós oder Björk oder auch Aaron Chan, das ist zum Beispiel das ist ein Rapper aus Island, die haben Millionen Streams, obwohl sie nicht mehr 300.000 Aufrufe haben. Am Mann Leute, die hier Spruchschwätze, wie Lützeburg hier Spruchschwätze. So viel war, also dann nicht möglich. Viel war, ne? Viel war nicht. Guck,
wenn wir es gut machen, wenn wir es krass machen, wenn wir es authentisch machen, und ich bin mir sicher, dass ob manst an dem germanophone Bereich, los so in Deutschland, Holland, Schweiz, die ganze Bereich, dass du eng Nisch aber kannst fannen und dass da aber kennst was weiß ich ob Trier oder ob Koblenz oder ob Köln oder ob Berlin eine Konzert kannst spielen gehen so und Leute das feiern und Leute das vielen wie seht das nicht geht wenn du dir schon siehst dass es nicht geht da werde doch nicht gehen weißt du du musst so nicht geht und nicht werde doch gehen und ich weiß dass es wird gehen weil ich sind in den so viele Kollegen an andere Länder schon wie gesagt an der Schweiz studiert 3 Jahre schon zu Berlin studiert ich kann so viel Auslandskollegen an die feiern alle guten die Shit die wir machen des Todes die sind so oh mein Gott das ist so cool das ist mega witzig das ist interessant für dich weil das ist was sie nicht kennen verstehst du das ist interessant letzteburg also so klang guck wennst du so du gehst ins Ausland ne wennst du okay ich bin zu Berlin ich bin auf einer Homeparty ich lehre Leute kennen Chance ist ganz groß, dass ich den einzigen Lützeburger sind, die sie je an ihrem Leben kennenlernen. So, weißt du, die Chance ist mega groß, weißt du, weil einfach so wenig Lützeburger gehen. Sie sind die 10 Millionen Deutschen, die ich kenne, ja. Aber das ist etwas Extras, weißt du, du hast direkt etwas, das ist direkt so, oh, Lützeburg, ich hätte gedacht, das wäre Bundesland, ich hätte gedacht, das wäre das. Nee, du kannst es alles erklären. Wie oft, sieht mal ehrlich, wie oft du dir schon müssen, eine ganz Story erklären, wenn da irgendwie auf der Uni oder wo auch immer leider gesagt wird, dass sie aus Lützeburg kommt. Ja, Lützeburg, so und so viel Einwohner, ja, nee, Lützeburg, aus einem Spruch, mir schwätze Französisch, Deutsch, Englisch, weißt du, die ganze Rundown, das ist schon bald ein Automatismus, weil sie so oft müssen erklären. Dann, weißt du, wenn man da dann als Lieder so und so, dann müssen sie das vielleicht nicht mehr froh, weil sie da wissen, was Lützeburg ist. Wie sollst du so ein Mainstream-Deutschen einfach erreichen mit deiner Musik? Wie soll denn auf die Idee kommen, den Musik zu lauschen? Ich weiß nicht mehr, ich kriege aber soll ich nur gucken gehen, ich mein Handy nicht teuer mehr. Schütten wird zum Beispiel tausende Streams, also aus Deutschland, so mega viele Streams aus Deutschland, so weißt du, und ich kann nicht garantieren, ich habe mich nicht an irgendeine Playlist habe oder so, wie verschiedene andere Leute das machen. Die Scheiße soll einfach natürlich kommen, so. Und dick viele Leute in Deutschland, auch viele Leute in Holland lauschen die Scheiße, weißt du, was ich meine? Für war nicht, schon regelmäßig kriege ich auf irgendwelche Kommentare, einfach random, auf irgendwelche Videos, bin mir random Kommentare so, Alter, oh, was ist das für eine Sprache, Grüße aus Deutschland, so, weißt du? Okay. Das könnte mega oft viel, könnte mega oft viel wie ihr mengt, so, weißt du, und mir haben wir nicht angefangen, nicht bei ihnen groß zu machen. Hast da schon ein Lützeburgischer Rapper, den eine Tournee in Deutschland gemacht hat? Nee, hast noch nicht, weißt du? Ich hatte eine krasse Idee, Leute, als Corona kommt. Ich hatte die Idee, wir machen mit Stay Fu, wir machen einfach eine fucking Tournee durch ganz Europa, nicht mehr durch Studenten steht. Und wir schaffen mit alles Herkel zusammen, wir holen Eventer, sie machen einen fetten Event, und wir gehen da hin und wir kapern den Event, die Leute werden alle kommen, keine Ahnung, Bierpunkt-Event, was auch immer, scheiß drauf, wir spielen da. Wir wollen nehmen, dass als Kost und Logis gehen und dann sind wir froh. Und dann können wir eine Tour spielen, weißt du? Und da kann jeder Kollege mal holen und so. Ausländische Kollegen, die können das gesehen, weißt du? Wie wir zu Lorry waren. Wir haben zu Lorry gespielt an einem Club. Da waren nicht nur Letzteburger an dem Club, da waren auch viele Ausländer im Club. Da waren ja nur Leute so, oh, da sind die holländischen Stars, so, weißt du? Ja, wir sind aus Letzteburg und so. Wir haben mit den Leuten geschwatzt, da waren ziemlich cool von einfach, weißt du? Sind das einfach cool von, weil das Neues ist. Und das ist der Grund, für was Lützeburg es Wert packen, weil wir haben gut Leute, und wir haben Leute, die mittlerweile immer mehr Druck leben. So. Und ich will einfach von hey, Leute da draußen, von dir Musik macht, von dir irgendwas macht, von dir Kunst macht oder so, löse ich schon keinem so ein, löse ich den fucking Mannwertigkeitskomplex von Schrift nicht auch jeder. So, die sieht, ja, wir sind aus Lützeburg. Alle, wir sind Lützeburg als von den reichsten Ländern auf der Welt, am Herzen von Europa. Wir schwatzen all fucking Sprachen. Wir könnten mein großes Ziel für Lützeburg, wir können einfach so den fucking kranken, multikulturellen Hub an Europa gehen. Wir können alle Menschen zusammenbringen. Wir können mit den Franzosen schwätzen, mit den Deutschen, mit den Schweizer, mit jedem können wir schwätzen. Weißt du? Wir können Englisch, wir können alles. Wir haben Opportunities, weißt du? Wir können die Leute connecten. Das könnte Lützeburg sein. Und das ist mein Job Future für Lützeburg. So. Und ganz am ehesten, Lützeburg ist seit paar Jahren auf dem, weißt du, let's make it happen, Flip, so, ja, Nation Branding und du. Ja, dann, hi, Xavier Büttel an die ganze Regierung. Nation Branding done right, das ist Nation Branding durch Kultur, mit der Kultur zu summen und nicht irgend so Fake-Shit, mehr richtig Kultur für Lützeburg, ob Lützeburg so, das wird es bringen, weil bei K-Pop wird das gebraucht, weißt du, auch von, wenn du nicht du hast ein Bild am Kopf, weißt du, wenn du Korea denkst du in Gangnam Style oder was auch immer, so, weißt du. Und ich will, dass
dass die Leute zu Lützburg, und egal, ob das der Brusers, den da sechste packt, oder der Bandana, oder ich, oder so sich den, das ist scheißegal. Mir einfach nur Hauptsache, dass die Leute irgendwas am Kopf haben, wenn sie Lützburg denken, weil am Moment, wenn die Leute bei Lützburg denken, dann denken sie Finanzplatz, dann denken sie Suen, dann denken sie shady Geschäfte, dann denken sie Briefkastenfirmen, dann denken sie wie war das nochmal, Panama Papers, oder was weiß ich alles, da denken sie nicht mehr nur die Sachen. Für was sollen sie dann nicht, das sind doch die crazy, das sind doch die immer schütten und so, weißt du, für was nicht das so, weißt du, das wäre doch so etwas von einer positiven Abwertung von Lützeburg an einem internationalen Kontext gesehen. So. Das ist geil. So, mal zum Zuschauer vorkommen, das ist schon bei einer Stunde. Ja, gerne. Ich meine, das ist auch wirklich, wenn genug Leute wie du an der Bruce und noch ganz viele andere wirklich so daran nur für das Ziel schaffen, da wird es doch Realität gehen. Ich meine noch an, ehrlich gesagt, weißt du, der Bruce und ich, wir sind schon an der bis mir, also nicht bis mir, also hin, das war das 24, 25, das sind da 27, aber es kommen so viel krass neue Leute noch, weißt du, ich meine, die Generation noch als die werden noch viel mehr krass sind, weil mir hatten nicht so die Lützebäuer Idoler, zu denen man konnte abgucken, so, weißt du, außer der Faust, die auf vielleicht der Lab und die der Boss kaufen, nicht viel Lützebäuer Musik zu wie mir groß sind, so, weißt du, schon mit mir manche Leute, die an ihren 20er sind, so, mit die Leute, die low groß gehen, die haben eine Panoplie von Lützebäuerischer Musik, die sie können lauschen, die einfach riesengroß ist, weißt du, und auch von B, von Hai und du, scheißegal. Weißt du, die wollen mehr Agro-Gangster-Sachen lauschen, die können da Bandana, Bruce, Navlo lauschen, die Leute, die wollen mehr Part lauschen, können Misch lauschen oder was auch immer. Also, die Leute, die gut Musik will lauschen, die können Misch lauschen. Und, weißt du, oder Leute, die wissen, mir emotionalen Dings können lauschen, können Malaga lauschen oder den Just oder den, weißt du, wen auch immer. Weißt du, es gibt so viele Leute heute zu Lützburg, so viele Leute, die so viele verschiedene Richtungen machen. Und auch von mir als einer nicht alle Leute können die Leute dabei wissen, das ist halt scheißegal. Wir gehen mal bei Spotify, gehst du bei Turn Up Tune und dann Fans also listen to, du findest auch den Bruce, du findest auch den Bandana, du findest auch den Navlo, du findest jeder reden. Weißt du, am Endeffekt, das ist scheißegal. Die Leute, das ist so absolut scheißegal. Ja. Und das Musik, was zählt. Und ich meine, das wird immer noch mehr groß und noch besser gehen als Lützburg. Ja, safe. Ich meine das doch. Safe. Maja, wenn wir schon bei den Fans sind, da gehen wir auch auf die Frage von den Fans an. Wie viel soll man die alle Hater, wenn es gibt? Auch von den Hater. Es gibt nicht viel Hater vor. Sollen wir da pur raus? Nein, die gut. Nein, komm, mach es. Wir machen einfach sehr. Hey, als ich mal, verschiedene Sachen hast du schon aufgehakt. Zum Beispiel den FCB Zeng Emilio. Den heute gefreut, die ganze Geschichte mit Fred Kolb, das haben wir aufgehakt. Dann habe ich irgendeinen Fan, DJ Nossi. Fanboy. Den wird gefreut, was lebt zwischen Tim und dem Bruce. Aber hin, merci DJ Nossi für die echt tolle Stunde Content. Voilà. Dann den Trap-Bond Sai, Fred Nevelo-Fan, haha. Ja. Weil das ist von Ihnen, meine ich. Okay. Das ist von Ihnen. Dann Shoutout. Dann eventuell hört ihr Connections zum Grand Duc, das haben wir auch geklärt. Wen hat das gesagt? Der Philipp Ernster. Der Philipp Ernster hat das gesagt, eventuell Connections zum Grand Duc. Heavy, Mann. Ja. Und dann wahrscheinlich falsche Song gemacht, der Grand Duc heißt. Weil die andere Story kennt ihr nicht. Safe. Aber heuer sein, aber du wirklich ein gut Frau vom Luca Posing. Hat dein Pop viel Einfluss auf die Musik? Und am Anfang die du postet dabei, die echt. Okay, an der Pit B fort, Shoutout Fred, wie viel Druck hat ein Jung von einem erfolgreichen Lützburger Musiker? Boah! Nicht viel, ehrlich gesagt, weil, sind wir mal ehrlich, das, was mein Pop mischt und das, was ich mache, sind zwei komplett verschiedene Welten, so, ne? Also, ob das mit dem Druck, ne? Auflos wird den 100% gehabt, so, weißt du, weil mein Pop, den also gute Musiker, ihm ist wichtig, weißt du, ich weiß in ihm Lieder natürlich auch so, weißt du, hinter sehen den dann, weißt du, den da seht so, nee, du musst nach May machen oder du musst nach ein Bridge kommen, du musst nach ein Turnier kommen, du musst das Lied komplettieren, hinter ist ein krasse Musiker, so, hinter ist ultra krass an, voilà, hin hat mich auf jeden Fall immer gepusht, nach ein bisschen May zu machen und so, voilà, mir einen Druck gesehen du nicht, weil ehrlich gesagt so hin aus mein Pop, so, ne, das ist einfach ein normaler Pop für mich, ne, und ganz lange Zeit war hier noch nicht so erfolgreich wie das, und das wirklich richtig erfolgreich ging, wie an der Credit nicht ganz so mich und mein Bruder, wie mir ihm gesagt haben, hier sollte ich einen YouTube-Account oder Facebook-Account und so machen, und du bemol, bumm, weißt du, und voilà, das heißt, nee, ich will nicht so, dass das von euch kennt, was ich aber so will, als dass du keinen großen künstlerischen Druck entsteht oder so, weißt du, weil ich mache einfach meine Sache, so, weißt du, und ich sie stur,
und da tun ich sicher von ihm ich sind fucking stur an auch von ihm sieht bringt das nicht raus er springt raus so weißt wollte nicht das Speck Lützeburg rausbringen hey war so da bringst du nicht raus so weißt und du als ich quasi mit mir rein so über den Text gegangen und mir noch ein paar Sachen geändert dann haben wir so voilà war ich trotzdem im Gericht gelandet und so weißt ich wollte doch nicht das Free Turner rausbringen du nur weißt an Haut feiern sie da aber weißt und voilà hat könnt was am Anfang du wenn du gefangen so mit der Musik was du wenn du rangerutscht wenn es Pop ja, natürlich ja also wenn es wegen Pop ich sind einfach der Geburt gehen verstehst du was ich meine seit ich klang sind aus Musik am im Leben dran weißt du seit ich klang sind schon Konzert gegangen seit ich klang sind hier war ja dem schon Musik an ich hat schon wow ich schon mal Instrumenter experimentiert weißt du ich konnte Sachen machen ich konnte natürlich wird den Aufschluss op mirschwiste ich wäre net Musiker weil mein Pap Musiker wäre 100% Schnitt so wisst du oder Fleisch das nicht genau Balle voll da tut schon eng riesen Influenz wisst du gut von ganz kleinen Mundenkrutisch also sind noch immer probiert mein ganz bret musikalisch Education zu gehen wissen nicht Genre immer dann alle Sachen gewesen neue Sachen ist immer französische Rap gewesen immer heu gewesen immer du gewesen immer Deutsch Sache gewesen immer wirklich viel gewesen an natürlich wird ein riesen Influenz mehr am Endeffekt mengenisch musstet aber ob den Weise probieren so zu machen dann da tun ich beim Rap so an du sind schon froh dass ich mein Genre von tun mein Dingens von tun den ich will machen weil weißt du, wenn du guckst, international gesehen, es gibt nicht viele Beispiele für bekannte Musiker, also wirklich bekannte Musiker, denen hier Jungen auch, ob man so bekannt ist. Ich meine, den Dingens, der Julio und den Enrique Iglesias, so, weißt du, die alle zwei bekannt sind, aber so genre, keine Ahnung, auch egal wie bekannte Ziggy Marley als den Bob Marley bleibt der King, so, weißt du, egal wie bekannte Sean Lennon als den John Lennon als der fucking King, so, weißt du, und ich meine das, weil sie da genau dasselbe machen wie ihre Papa, weißt du, Ziggy Marley mir auch Reggae, so, weißt du, wie soll ich dann Ziggy Marley lauschen, wenn ich kann auch einfach den Bob Marley lauschen, so, weißt du, was ich meine, und du willst nicht froh, dass du etwas das gemacht hast, was auch von bis an die Richtung geht, weil du vielleicht wohl du schweizer, was ganz viele Leute mich freuen, also, ja, weißt du, so Leute, das sind noch Menge rein von neu die den Neville man dadurch schon so wisse klingen so nicht mir alle Fall so ja du hast alles nicht durch der Pop so basically just, oh, du hast all den Connections durch der Pop du hast heuer und do an wisse Studio du hier man so ja das mein fucking Pop so wisse wen Pop unterstützt sind kann er nicht so wie so gut wie er kann wisse an nee, schon nicht alles durchgehen. So die ganze Rap-Dingens, alles, weil ich mal da abgebaut habe, ist alles von mir kommen. All die ganze Producing, all die Videos, Musikvideos, die ich mache, also alles von mir kommen, nicht von ihm kommen, so weißt du. Und natürlich habe ich eine Chance, dass ich ein Studio daheim habe und hier. Aber schon das ja nicht mehr für mich genutzt. Schon einer Leute gelöst, schon die Bandana invitiert, schon den Bruce invitiert, weißt du. Und den Dank, den das leider nicht kommt, weißt du, weil ich voilà, das Fluch und Segen so zugleich so aber mehr Segen wie Fluch ehrlich gesagt weil der Rest all die Sachen all die Negativität und so was mal wirklich egal muss also, voilà. Okay gut geil froh kommen ich gebe so das war ein gut Schlusswort ja ich muss mal voilà. Das war mein froh überhaupt ich muss sagen kann jemand no okay war sie war das an die do ja wie waren dann neu von 12 weil mir dann noch okay weil der Donald okay war das den echten Hip-Hop-Song den ihr von mir fand ob YouTube ob Spotify den echten Hip-Hop-Track den euch rausbrücht tun wo euch mal drauf sind kleinen Hint dass man denkt mal andere Rapper zu summen gut aber was können sie gewonnen sie können gewonnen 3 CDen mit denen ich alle dienen hun ich gehe mal chronologisch dadurch Teil aus dem Tomax Asian CD die haben 2013 14 gemacht ich meine das 15 rauskommen legendären Hip-Hop-Album Kinder nämlich viel davon ich hatte rein du fand das ein kleinen Schreibs dran du wennst verzeiht man das ist nicht Express die kann ich gewonnen dann den zweiten aus den Rap den aus 2016 rauskommt das ist ein ganz extra Projekt weil am Anfang alle guten Day von Member von Stay Fu sind alle halt rüber mit das ganz andere Projekt und zwar ist das basically eine Hip-Hop-Band gegründet so jeder spielt ein Instrument Thomas cool. Rapper ich spiele Piano Lukas spielt Gitarre der Skinny J spielt Gitarre der Rugger spielt Drums der Maddie spielt Bass
Und wir wissen als bisschen over, man sagen mit Rappen und du alles so Blitzebäusch, alles handgemacht, akustischen Hip-Hop. Ich meine, ehrlich gesagt, es gibt keine Band auf der Welt, also schon noch nicht fand, die akustischen Hip-Hop möchte. Das ist wirklich eine Rarität. Voilà, zu guter Letzt noch die letzte CD, die ich rausgebracht habe, einfach weil ich nur noch Streaming gemacht habe. Das ist die frische Wand, das ist das erste Album vom Skinny von mir. Und ich hatte nach krass drauf gepocht, dass ich meine CD mache, weil ich wollte etwas am Grab holen für den. Teils den ersten Projekt, den am Anfang wirklich solo, also nicht solo, mit mir zu zweit gemacht habe. Voilà, wo ich eben hauptsächlich dann drauf sind sozusagen. Und voilà. Noch einen kleinen Tipp. Das Lied also auf einer von den heutigen CDs drüber, so, weißt du, ich bin aber nicht verjährt. Voilà. Okay. Vielleicht will ich. Das kannst du mir nur sagen. So, dann da Was Beeps ich- mal. Nee. So, hallo. Siehst du, Martino? Ja. Bin ich gespannt. Nein, ich meine das falsch zusammen. Egal. Okay, ich gehe so, wir kommen zum Schluss. Vielen Dank für die Zeit und die interessanten Insights, die du als Skin hast. Soll man nicht noch über Marrakesch schwätzen? Marrakesch ist raus, Promo. So, ich wollte gerade vorhin, hast du noch in der Last Word? Ah ja, wir müssen noch so dann wird ob Gelle froh sollen sie auf Instagram kommentieren und nicht auf YouTube. Ja. Ja, alle Menschen stehen auch von auf YouTube richtig aus von Scheiß drauf. Nee, weil die können so nicht schreiben, ne? Voilà. Wahrscheinlich starten, Ja. ja. Genau. Ma, Nee, voilà, also voll Turn up Tun an all den anderen Künstler. Stay fu, Stay unfollow fu. dem Bruce, unfollow dem Navlo. Nach einer letzten Message aus einfach generell, ich will nicht heimisch zu viel an Rampeli stellen. Wenn da Leute kennt, die Kunst machen, die Musik machen, die irgendetwas machen, die kreativ sind und die gelebt und sie, dann unterstützt sie richtig, weil es tut so viel auch mal dazu dienen, was Leute machen, so, weißt du, weil wenn du einfach etwas musst und kein Mensch interessiert, dann hältst du irgendwann auf dem Oder. Von dir, weißt du, und auch von das vielleicht noch nicht perfekt ist, so, weißt du, nimm durch Machen lehrst du. Du weißt, wenn der Leute kennt oder wenn da irgendwelche Leute feiert, die etwas machen, unterstützt sie, repost hier Lieder, kommentiert, liked, shared, weise der Kollegen, du, es wird dauernd gesagt, weißt du, mir das so wie es lebt. All die Sachen, die wir kennen von Musikern, und da kriegt man irgendwann von irgendeinem gewissen. Und es gibt gut Musik und gut Kunst zu Lützburg, du willst unterstützt, weil das da wert. Jetzt habe ich mal einen Podcast. Genau, zeig ich mal einen Podcast. Okay, mal viel was Merciger. Merci auch. Ciao. Ciao.